Ein kalter, sonniger Wintermorgen. Ideal für Katrin Habenicht und Fritz Hiemeier. Die beiden Hobbyforscher wollen heute die einzige Libellenart finden, die als erwachsenes Tier überwintert und nicht als Larve. Die Winterlibelle. Das ist das Spannende, zu suchen und die Chance zu kriegen, vielleicht welche zu sehen im Winter, von denen man normalerweise ja weiß, dass die sich, wie man aus der Literatur immer wieder entnehmen kann, verstecken und kryptisch leben und so weiter und so fort und darum die Chance sehr gering ist. Aber jetzt wollen wir halt mal gucken, vielleicht haben wir eine Chance, irgendwelche zu sehen. Ihn faszinieren Winterlibellen. An diesem Weiher bei Andechs hat er sie schon gefunden. An so einem Tag wie heute eben kann man natürlich das ganz große Glück haben, wenn der Reif in der Früh ist und es richtig kalt ist, dass die total, wenn sie im Schatten sind, total hier im Reif verschwinden eigentlich und völlig unsichtbar sind. Sind die jetzt noch beweglich dann? Die sind ab 0 Grad, muss man sagen, beweglich, das ist tatsächlich wahr. Aber wenn sie natürlich so im Reif stecken, dann sind sie kalt, absolut oder? fest hier angefroren. Dass Winterlibellen nicht erfrieren, verhindert ein körpereigenes Eiweiß, quasi ein Frostschutzmittel. Das Tollste war dann dieses Erlebnis mit dieser Libelle, die dann wirklich aufgetaut ist. Ja, nach 10 Minuten war sie in der Lage, sich langsam hochzubewegen und nach einer halben Stunde konnte die wegfliegen. Wahnsinn. Ein Naturschauspiel, das jetzt auch Katrin Habenicht fasziniert. Ich wusste überhaupt nichts über Winterlibellen. Es war mir vollkommen unbekannt, dass es Libellen gibt, die als fertige Libelle überwintern. Ich finde es absolut faszinierend, wenn man die Bilder sieht. Und als Fotografin reizt mich das natürlich enorm, jetzt auch mal solche Bilder zu bekommen. Die wird sie aber nicht am Weiher ergattern. Die kalte Jahreszeit verbringen die Tiere nämlich im Wald. Katrin Habenicht und Fritz Hiemeier gehören zum Naturwissenschaftlichen Verein Schwaben, der seit 175 Jahren Flora und Fauna beobachtet und erforscht. Hiemeier ist die Libellen-Koryphäe. Um die Jahrtausendwende hat er genau an dieser Stelle schon mal Winterlibellen gefunden. Nach einem Windwurf hat sich der Lebensraum aber stark verändert. Wir haben in letzter Zeit leider nie mehr was gefunden und das liegt einfach höchstwahrscheinlich daran, dass die Bäume weg sind, dass dieses nicht mehr so der Wohlfühleffekt ist hier, weil einfach die Bäume fehlen, die den Schutz von oben geben, die den Wind etwas abhalten und das Mikroklima dadurch nicht entstehen konnte, das die wohl brauchen. Okay. Und darum denke ich, schauen wir mal da drüben. In guten Jahren hat er schon mal über 70 Winterlibellen dokumentiert. Oder am Totholz. Wenn Sie heute keine finden, was bedeutet das für die Population am Weiher? Wenn ich nichts finde, heißt das noch gar nichts. Denn es sind genügende, die sich so gut verstecken können, dass man sie nicht entdeckt, klar. Aber wenn keine mehr da wären, dann wäre das natürlich tödlich. Denn das ist die einzige Möglichkeit, wie die sich dann wieder fliegen runter zum See und dann reproduzieren können. Die Suche beginnt. Okay, wie hoch sitzen die ungefähr? In welcher Höhe müssen wir gucken? Naja, normalerweise zwischen 15 und 30, 40 Zentimeter hoch. Aber an den Gräsern haben wir eben festgestellt, sitzen sie eher tiefer. Farblich ähneln sie der Vegetation. Das macht es noch schwieriger, sie zu finden. Also es hat gar keinen Wert, nur einfach vorbeizugehen. Man muss wirklich jeden Stängel genau anschauen, denn die gehen auf die andere Seite und schon sieht man sie nicht mehr. Es ist wirklich so leicht zu übersehen. Hey, ja super, schauen wir ganz da unten drin. Wahnsinn. Ach, da. Hier sind die jetzt gesehen. Also hier sehen wir die Augen, den Thorax, den Hinterleib und die Flügel. Die gemeine Winterlibelle. Sie wird etwa 4 Zentimeter groß, hat es gerne warm und lebt in ganz Süd- und Mitteleuropa. Sie überwintert als erwachsene Libelle, ist im Frühjahr deshalb die erste Libellenart an jedem Wasser und kann weitgehend ungestört von Fressfeinden ihre Eier legen. Der Nachwuchs schlüpft dann schon im Sommer. All das ist lange bekannt. Eine Sache jedoch hat sich als falsch erwiesen. Es war ja hier bei den Winterlibellen das Verrückte, dass es immer geheißen hat, man findet die im Winter nicht. Und das jahrzehntelang in den Büchern stand,
versteckte Lebensweise im Winter und keiner hat gesucht. Und wir haben sie dann eben gefunden, indem wir vom Teich unten, der ist ja, wo wir vorhin waren, bis hier hoch den Winterlibellen nachgegangen ist, jeden Tag geschaut hat, wo sind sie jetzt, bis er dann wirklich diesen Punkt hier gefunden hat. Und das ist natürlich eine Wahnsinnsaufgabe, aber es hat sich gelohnt. Und jetzt können wir nachweisen, dass die eben sowohl in der Sonne als auch völlig frei überwintern, wie die Zitronenfalter. Und das war ja das, was wir eigentlich nachweisen wollten. Und das ist uns gelungen. Das ist eine tolle Sache. Mit dieser Erkenntnis, dass sich Winterlibellen gar nicht verstecken, sondern frei sichtbar überwintern, hat Ihr Verein die Wissenschaft weitergebracht. Bei Plusgraden im Winter werden die Tiere wieder mobil. Manchmal fliegen sie sogar. Das kostet aber Energie. Kann das für sie gefährlich werden? Finden die was zu fressen? Man vermutet, es gibt so Wintermücken, aber also der früheste Nachweis, wo man es wirklich weiß, ist im Februar, dass sie mal so eine Wintermücke gefressen haben. Und Okay. Noch so ein Rätsel der Insektenwelt, das darauf wartet, von Fritz Hiemeyer und dem Naturwissenschaftlichen Verein Schwaben gelöst zu werden. In 2 Stunden haben die beiden jetzt 7 Winterlibellen gefunden. Da ist doch eigentlich ganz nett, wie sie da durchguckt. Doch sehr erfolgreich und auch, glaube ich, die Bilder wirklich schön geworden. Also wäre natürlich Raureif, wäre jetzt noch so der Kick gewesen, aber nein, bin schon sehr zufrieden. wir können sagen, es ist stabil relativ für die letzten Jahre, die wir kennen. Und wir können sagen, wir sind heilfroh, die sind da. Die sind nicht verschwunden, die sind am Teich, die sind hier. Und sie, und was das Verrückteste ist, sie nehmen immer noch seit 20 Jahren das gleiche Winterquartier. Also das muss sich sehr bewährt haben. Der geheimnisvolle Kosmos der Insekten. Er existiert im Verborgenen. Ein Glück, dass es engagierte Menschen gibt, die uns immer wieder ein Türchen in diese Welt öffnen.